Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Hell Creek-Formation im westlichen Nordamerika ist eine wahre Schatzgrube für Fossilien aller Art und besonders berühmt für ihre Dinosaurierfunde. Bekannte Saurier wie Tyrannosaurus und der Triceratops, aber auch unzählige Säugetiere, Fische, Reptilien und Pflanzen sind dort gefunden worden. Dieser recht weiträumige Landschaftsbereich besteht aus einer Abfolge von kontinentalen Sedimentgesteinen, welche von Vertretern der Evolutionslehre in Zeitabschnitte der Erdgeschichte eingeordnet werden, die nach ihrem Verständnis vor vielen Millionen Jahren stattfanden. Zum Beispiel die späte Kreidezeit, die laut ihrer Theorie 80 Millionen Jahre andauerte und als der älteste Zeitabschnitt eingeordnet wird, der angeblich vor rund 145 Millionen Jahren begann und vor etwa 66 Millionen Jahren endete. Außerdem ordnen sie diese Gesteine auch dem darauffolgenden Zeitabschnitt des frühesten Paläozäns ein, der laut ihrem Verständnis vor 56 Millionen Jahren endete. Doch gerade diese geologische Formation versetzte die Vertreter der Evolutionstheorie in helle Aufregung, weil hier Dinge gefunden wurden, die ihrem Verständnis der Evolution widersprachen.
Die Molekularpaläontologin Mary Schweitzer fand 2005 Überreste von Blutgefäßen und Zellen im Oberschenkelknochen eines Tyrannosaurus Rex, der eigentlich fast 70 Millionen Jahre alt sein sollte, zumindest nach Zeitrechnung der Evolutionisten. Ich war total überrascht, sagte die Forscherin der Zeitschrift Science und konnte es erst glauben, nachdem wir den Versuch 17 Mal durchgeführt hatten. Ihr Unglaube hat seinen Grund. Normalerweise ist das empfindliche Weichgewebe das Erste, was nach dem Tod eines Lebewesens zerfällt. Nach den Gesetzen von Chemie und Biologie und allem, was wir wissen, dürfte es nicht vorhanden sein. Es müsste vollständig abgebaut sein, meinte Mary Schweitzer 2010 in einem Interview. Entsprechend erschüttert reagierte die evolutionistische Fachwelt auf die Entdeckung. Das Smithsonian-Institut nannte diesen Fund einen Schocker, das Discovery-Magazin gefährlich. Die Nachrichtenshow 60 Minuten sprach von einer radikalen Herausforderung der existierenden Wissenschaftsregeln. Interessanterweise ist Mary Schweitzer, die Entdeckerin dieser Evolutionisten irritierenden Fakten, zwar bekennende Christin, doch hält sie die Chronologie der Evolutionstheorie für glaubhafter als den biblischen Bericht von Schöpfung und Sintflut. So brachte sie selbst 2013 die These auf, Eisen könnte den Zerfall des Gewebes über Jahrmillionen verhindert haben, ähnlich der Wirkung von Formaldehyd. In einem Experiment stellte sie fest, dass Hämoglobin die Haltbarkeit von Gewebe, die normalerweise bei Raumtemperatur etwa 3 Tage beträgt, auf über 2 Jahre erhöht. Doch diese Entdeckung stärkt eher die Position der Kreationisten, wie der Chemiker Dr. Sarfati erklärt. Aus biblisch-kreationistischer Sicht macht dies bis zu einem gewissen Punkt durchaus Sinn. Die gemessenen Zerfallsraten einiger Proteine passen zu einem fossilen Alter von etwa 4500 Jahren seit der Sintflut, aber nicht zu Jahrmillionen. Aber selbst nach 4500 Jahren ist es überraschend, nicht nur Eiweiße, sondern auch Zellmikrostrukturen vorzufinden, wenn man bedenkt, wie schnell sie normalerweise von Bakterien angegriffen werden. Diese Ansätze können helfen, zu erklären, wie sie Jahrtausende überleben konnten, aber für Jahrmillionen sind sie völlig unglaubwürdig, da diese Art Konservierung den gewöhnlichen Zerfall durch Wasser über lange Zeiträume nicht aufhalten würde. Mittlerweile ist Mary Schweitzers Gewebefund in einem fossilen Knochen kein Einzelfall mehr. Bei weiteren Studien stieß sie auf rote Blutkörperchen, Blutgefäße, Knochenzellen und sogar Hämoglobin und Kollagen. Zu den Funden mit diesen Elementen im Körpergewebe gehörte ein angeblich 80 Millionen Jahre alter Entenschnabeldinosaurier. 2012 fand sich sowohl DNA in Fossilien als auch radioaktives C14, ein radioaktives Kohlenstoffisotop mit einem Atomkern, der 6 Protonen und 8 Neutronen enthält. Dieses wird für die Radiokohlenstoffdatierung verwendet und ist entsprechend der Aussage der Evolutionisten selbst nach spätestens 60.000 Jahren komplett zerfallen. Die etablierte Wissenschaft scheint nicht willens, die wachsende Anzahl von Funden als das zu akzeptieren, was sie offensichtlich sind. Belege für eine junge Erde, auf der noch vor wenigen tausend Jahren Dinosaurier gelebt haben. Selbst eine Evolutionistin wie Mary Schweitzer hat zunehmend Mühe, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.
Auch ein anderer Fall, der vor etlichen Jahren durch einen Fund in der Hell-Creek-Formation seinen Anfang nahm und vor einigen Jahren einen Abschluss gefunden hat, zeigt den großen Widerstand gegen evolutionskritische Forschung, also Funde, die die Theorie der Evolution widerlegen. Es geht um den Biologen und Mikroskopie-Experten Mark Armitage, einen bekennenden Junge-Erde-Vertreter. 2010 wurde er Leiter in einer Biologieabteilung an einer Universität in Kalifornien und war bei Kollegen und Studenten für seine gute Arbeit anerkannt. Rund 30 Fachartikel über Mikroskopie hat er bisher veröffentlicht. 2012 entdeckte er das bisher größte im Hell-Creek-Gebiet gefundene Horn eines Triceratops. Als Mark Armitage Teile des Fossils in seinem Labor unter das Mikroskop legte, stieß er überraschend auf Schichten von noch intaktem Weichgewebe, wie 7 Jahre zuvor Mary Schweitzer mit ihrem Tyrannosaurus-Knochen. Er publizierte seine Ergebnisse im Juli 2013 in einer Fachzeitschrift. 2 Wochen später war er seinen Job an der Universität los. Ein Biologieprofessor war in sein Büro gekommen und hatte gesagt, wir werden deine Religion in dieser Fakultät nicht dulden. Ein Kollege beschrieb die Vorgänge als Hexenjagd. Die offizielle Begründung für seine Kündigung lautete Restrukturierungsmaßnahmen und angeblich mangelndes Vorhandensein von Finanzen in der Haushaltsplanung. Doch Mark Armitage wollte nicht klein beigeben. Er strengte einen Prozess an mit der Begründung, er sei aus religiösen Gründen entlassen worden. 2 Jahre lang bemühte sich die kalifornische Staatsuniversität erfolglos, den Richter davon zu überzeugen, das Verfahren sei gegenstandlos. 2016 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung, in der die Universität ihrem gefeuerten Mitarbeiter eine Zahlung von $400.000 zusagte. Während die Universität sich zumindest formal zur Religionsfreiheit bekennt und betonte, die Einigung sei freiwillig und keineswegs ein Schuldeingeständnis, pries der Anwalt von Armitage das Übereinkommen als bahnbrechenden Präzedenzfall. Uns ist kein anderer Fall bekannt, der zugunsten von Kreationisten ausging. Es ist wahrhaftig ein historisches Ereignis. Denn für den Anwalt war es eindeutig, dass es die religiösen Gründe waren, die der Hintergrund für die Entlassung dieses Vertreters einer jungen Erde waren. Marks Artikel war reine Wissenschaft, sagte sein Anwalt. Der Artikel präsentierte nur seine Ergebnisse und erwähnte nichts über seine kreationistischen Überzeugungen, aber dennoch war er entlassen worden. Und deshalb erklärte der Rechtsanwalt in einem Interview, dass es sich bei den gegen die Universität erhobenen Vorwürfen im Wesentlichen um religiöse Diskriminierung und Vergeltung handelte. Zu den abwiegelnden Worten der Universität meinte er, sie würden bestimmt nicht so viel Geld zahlen, hätten sie nicht erkannt, dass wir sie auf frischer Tat ertappt haben. Das Land investiert nicht große sechsstellige Summen in eine Einigung, außer sie haben wirklich Sorge zu verlieren. Dass Fossilien, die angeblich zig Millionen Jahre alt sind, empfindliches Gewebe und komplexe Moleküle wie Proteine enthalten, die unter normalen Umständen bereits nach wenigen Tagen zerfallen, ist für Evolutionisten ein gewaltiges und kaum lösbares Problem. Es ist schwer, dem naheliegenden Schluss zu entkommen, dass noch vor einigen tausend Jahren auf diesem Planeten Dinosaurier gelebt haben. Aber weil eine Evolutionslehre ohne Jahrmillionen in sich zusammenbricht, ziehen manche Wissenschaftler es vor, die Fakten zu ignorieren. Mary Schweitzer berichtet, ein Kollege, der meinen Artikel gegenlas, sagte mir, meine Daten seien ihm egal, er wisse, dass so ein Ergebnis unmöglich sei. Ich schrieb zurück,
Was für Daten würden Sie denn überzeugen? Er antwortete, keine. Kein Wunder, dass die Dramatik dieser Entdeckung bisher wenig in die Öffentlichkeit getragen wird. Doch wie lange noch? Denn die Kette der Funden, die diese evolutionistische Zeitrechnung als falsch belegen, reißt nicht ab.